Herzlich willkommen zum SRF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die wirklich eine große Ähnlichkeit aufweist mit einer Phantomzeichnung, die mir ein schmieriger, ehemaliger SRF-Journalist in einer Basler Spelunke zugespielt hat. Susanne Jansson. Hallo Wolfram. Ein schmieriger Ex-Journalist von SRF? Ich glaube, langsam färbt so dein fiktiver Alltag färbt auf die Wirklichkeit über. Du machst ihn ein bisschen schummriger, schwarz-weißer, als er ist. Es war eine Zeichnung von mir, bist du sicher? Bist du sicher, dass du nicht einfach 2 Augen, 2 Brüste gesehen hast und hast gesagt, das ist Susanne? Also, bitte. Die war wirklich mit großem zeichnerischen Talent angefertigt, sehr naturalistisch und das ist wirklich dein Konterfei. Dein Und Gesicht. was hat er dir dazu erzählt? Tja, Muss ich mir Sorgen machen? ich glaube, du musst dir vorerst keine Sorgen machen. Oh Gott. Das ist genau der Satz, den man hören will, um sich danach ständig über die eigene Schulter umzuschauen. Schon, dann Ja, ist ja schon Ziel genau. erreicht. Sorgen machen muss jedenfalls der Protagonist in unserem heutigen Hörspiel, dem zweiten Teil von Eddie Jackson hat Probleme. Mhm. Und man kann sagen, eine Phantomzeichnung wird auch eine Rolle spielen. Das stimmt. Ansonsten haben wir eigentlich keine Probleme, weil Also wir beide jetzt. wir beide haben miteinander keine Probleme und mit diesem Hörspiel und dem heutigen Krimi-Podcast auch nicht, denn es gibt das, was wir ja immer feiern, eine wunderbare Zusammenfassung, was bisher geschah am Anfang dieses zweiten Teils. Und sogar noch mit Originaltönen, mit Ausschnitten aus dem ersten Teil. Nicht nur erzählt, sondern wirklich noch illustriert. Hat sich jemand richtig Gedanken gemacht? Oder? Ja. Viel Vergnügen mit dem zweiten Teil von Eddie Jackson hat Probleme. Viel Spaß. 3 Wochen bevor Eddie Jackson aus dem Gefängnis entlassen wird, hat ihm der Gefängnisdirektor eine Mitteilung zu machen. Ich habe Sie kommen lassen, weil ich eben einen Anruf von der Polizei erhalten habe. Man hat mich gebeten, Ihnen eine Information weiterzugeben. Ja, Sir. Es ist leider eine schlechte Nachricht, Jackson. Ihre Frau ist letzte Nacht gestorben. Sie hat Selbstmord verübt. Von seinem Freund Frank Powell erfährt Eddie dann, dass sie Heroin genommen haben soll, welches sie wahrscheinlich von einem dubiosen Typ und zwielichtigen Geschäftsmann namens Jim Henderson erhalten hat. Dieser Bastard. Ja, das passt. Der hat sich schon immer an Karen herangemacht. Ich wette, der ist im selben Moment bei ihr aufgekreuzt, als sie mich angebuchtet haben, dieser miese Typ. Wahrscheinlich hat sie die Drogen von ihm bekommen. Der hat genug Kontakte. Ach, dieser Schweinschnitt. Ich bringe ihn um, du großer... Diesen Entschluss gibt er auch gegenüber seinen Mithäftlingen bei jeder Gelegenheit laut und deutlich bekannt. Als er entlassen wird, trifft er schon nach ein paar Schritten auf eine junge Dame, Jenny, die wegen einer Reifenpanne am Straßenrand steht. Haben Sie einen Wagenheber? Das kann ich doch nicht von Ihnen. Und einen Ersatzreifen? Wahrscheinlich im Kofferraum. Aber das kann ich Ihnen doch nicht Das zumuten. ist doch kein Problem. Ich kann doch nicht hier vorbeispazieren und Sie Ihrem Schicksal überlassen. Ne? Eddie nimmt den Radwechsel vor und wird dann zum Dank von Jenny im Wagen mitgenommen, Richtung London. Sie muss allerdings noch einen Abstecher machen, um von einem Boot etwas abzuholen. Auf diesem Boot hat es auch eine Bar. Ich glaube, Sie müssen ein bisschen aufpassen, dass die Polypen sich nicht schnappen, wenn wir weiterfahren. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Vielleicht wäre es besser, wenn ich ein paar Stunden hier bleiben würde, bis der Alkohol verraucht ist. Wir müssen ja nicht hetzen, oder? Oh, überhaupt nicht. Ich finde es hier sehr, sehr gemütlich. Ich kann es nur lange hier aushalten. Er dreht. Und das dauert dann bis zum nächsten Morgen. In der Nacht, als Eddie in tiefem Schlaf liegt, taucht kurz ein geheimnisvoller Mann auf, ein Freund von Jenny, der an Eddies Hand herummanipuliert und ein Glas mitnimmt, aus dem Eddie getrunken hat. Ein paar Stunden später, auf der Fahrt durch Upminster, komplimentierte Jenny Eddie aus dem Wagen, er könne mit dem Zug nach London weiterfahren. Und das tut er auch. Bei der Wiedersehensfeier mit seinen Freunden erfährt er eine Neuigkeit. Worum geht's denn, Billy? Jim Henderson. Ja, was ist mit ihm? Erschossen. Heute früh. Und zwar in seiner Villa in Upminster, wo Eddie aus Jennys Wagen gestiegen ist. Das bedeutet Alarmstufe 1 für Eddie. Er taucht unter und wendet sich an einen alten Bekannten um Hilfe, an den Journalisten Walter Cairns. Walter, könnten Sie nicht morgen auf die Piste gehen und ein bisschen rumschnüffeln? Hm?
Ich muss unbedingt wissen, woran ich bin. Haben Sie noch Ihren Presseausweis? Aber den brauche ich doch nicht. Die Leute kennen mich. Ja, es würde nicht auffallen. Jedermann würde annehmen, Sie sammeln Material für einen Artikel. Und Walter geht auf die Piste. Bei seinen Nachforschungen stößt er auf einen neuen Namen. Ken Vincent, ehemaliger Polizist, wegen Korruption verhaftet, im Gefängnis mit Eddie in eine Schlägerei verwickelt. Dieser Vincent ist jetzt Geschäftsführer in einem von Hendersons Lokalen und ein intimer Freund von dessen Frau. Es gibt nur eine Person, die bezeugen könnte, dass Eddie mit dem Mord an Henderson nichts zu tun hat: Jenny. Deshalb muss er sie unbedingt finden. Da er von ihr außer dem Vornamen aber nichts weiß, hat er ein Porträt von ihr gezeichnet. Und Walter sieht da gewisse Möglichkeiten. Ich behalte die Skizze. Sie werden sie kaum finden. Na, versuchen kann ich es immerhin. Und wo wollen Sie anfangen? Im Club in Southend, wo Vincent bis jetzt Geschäftsführer war. Was, heute Nacht noch? Heute Nacht noch. Vincent ist eine derart liebenswürdige Persönlichkeit, dass mir bestimmt jemand etwas über ihn zu erzählen weiß. Die Sache hat nur einen Haken. Welchen? Die Preise dort sollen unverschämt hoch sein. Kann ich noch einen Drink haben? Ich nehme an, es ist nicht möglich, leise von hier zu verschwinden, um anderswo etwas Reelleres zu konsumieren. Nee, das darf ich nicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Sie müssen dafür sorgen, dass ich mein Geld hier loswerde. Sie schlürfen Ihren kalten Tee und ich sonst was Wassersüchtiges, algerischen Whisky, bla, zu Wucherpreis. Sie wissen ja ganz gut Bescheid. Sind Sie von der Polizei? Nein, sehe ich so aus? Aber es hätte ja trotzdem sein können. Ach. Sie sind doch nicht hier, um sich zu amüsieren, oder täusche ich mich? Na, kluges Kind. Ich suche ein Mädchen. Oh, also doch. Na, rein geschäftlich. Dieses Mädchen. Oh, fabelhaft. Haben Sie das gezeichnet? Ja, aus dem Gedächtnis. Ich habe das Mädchen hier mal getroffen. Kennen Sie sie? Was wollen Sie denn von ihr? Ach, wissen Sie, ich bin Modezeichner und sie ist genau das, was ich brauche für einige Skizzen. Ehrlich? Aber ja, ich habe bereits mit ihr darüber gesprochen. Sie hat mir ihre Adresse und ihre Telefonnummer gegeben, aber ich muss sie verloren haben. Also ich bin sicher, ich habe sie hier getroffen. Kennen Sie sie, Elaine? Ja, das ist Judy. Judy Pearson. War mal Schauspielerin. Natürlich. Süßes Ja, Gift. Judy, natürlich. Judy Pearson, klar. Ist sie noch immer hier? Nö, momentan nicht. Aber im Prinzip arbeitet sie hier. Ja, an der Cocktailbar. Und wo ist sie jetzt? In Ferien. Das ist nicht gerade die ideale Jahreszeit, um Ferien zu machen. Oder lebt sie irgendwo an sonnigen Gestaden? Nö, sie ist in einem Cottage an der Küste, Norfolk. Und Sie zufällig Ihre Adresse? Ja, die habe ich. Aber ich soll sie nicht weitergeben. Also ich bin überzeugt, Judy würde nichts dagegen haben. Das kann sehr wichtig sein für ihre Karriere. Ich weiß nicht. Ja, die war richtig begeistert, als wir die Sache diskutierten. Naja, vielleicht haben Sie recht. Sicher. Ich muss sie da irgendwo haben. Ah, hier. Ach, darf ich? Danke sehr. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Hat Judy sich mal mit Ihnen in Verbindung gesetzt? Oh, letzte Nacht hat sie angerufen. Scheint sich ziemlich zu langweilen. Aha. Hat sie Telefon? Nö, glaube ich nicht. Sie hat von irgendeinem Pub angerufen. Sie wollte einfach ein bisschen plaudern. Ach, dann ist die Arme also Muttersehen allein in diesem Cottage. Weiß ich nicht genau, aber ich glaube schon, hat die auf jeden Fall so getönt. Wie kann man nur jetzt in die Ferien gehen? Ja, ein paar Tage Ruhe, hat sie gesagt. Ich fand's ja auch komisch. Judy ist genau wie ich, nur ja, keine Landluft. Aber wissen Sie, es ist nicht gut, wenn man hier zu viele Fragen stellt. Wieso denn? Sie sollten auch ein bisschen vorsichtiger sein. Ah ja? Könnte nicht schaden. Judy hat einen Freund, der keinen Spaß versteht. Ken Vincent. Bis letzte Woche war der hier Geschäftsführer. Jetzt ist er noch was mehr. Der kann sehr ungemütlich werden. Ist der hier? Nö, abgehauen nach Ilford. Auf seinen neuen Posten. Gott sei Dank. Ja, vielleicht ist es besser, Elaine, wenn Sie Mr. Vincent über unser kleines Gespräch nicht informieren. Oh, danke. Ja, nehmen Sie sie nur. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Oh, macht nichts. Na, ich bin stumm wie ein Fisch. Der Mistkerl kann mich mal. Glücklicherweise verschont er uns jetzt mehr oder weniger mit seiner Gegenwart. Gehen Sie schon? Ja, ich muss leider.
Es war mir ein Vergnügen, mich mit Ihnen unterhalten zu dürfen, Elaine. Könnten Sie nicht auch von mir mal so eine Zeichnung machen? Das nächste Mal, wenn ich wieder hier vorbeikomme. Versprochen? Versprochen. Das ist doch großartig, das muss sie sein. Ja, so hundertprozentig sicher ist das nicht. Na gut, dann müssen wir es rausfinden. Wo steht Ihr Wagen? Unten im Hof. Moment, Eddie. Wir wollen mal ganz vernünftig überlegen. Aber da gibt's doch überhaupt keinen Zweifel. Sie ist Vincents Freundin und er hat sie benutzt, um mich fertig zu machen. Na, wenn es also keinen Zweifel gibt, dann brauchen wir doch nur zur Polizei zu gehen. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Na, und weshalb nicht? Wenn Sie so überzeugt sind, dass es dieses Mädchen ist. Wenn die Polizei bei ihr auftaucht, braucht sie doch bloß zu sagen, sie habe von all dem nicht die geringste Ahnung. Vincent hat bestimmt dafür gesorgt, dass sie irgendeine Geschichte auf Lager hat. Ach, Sie haben früher mal erwähnt, Sie hätten Paul von diesem Abenteuer mit dem Mädchen erzählt. Ja, Hat Ihnen die Polizei vernommen? Was meinen Sie? Anzunehmen. Wieso? Wenn Frank ausgesagt hat über das Mädchen, dann weiß Mitchell schon Bescheid. Und Sie sind in einer besseren Position. Wir sagen der Polizei, was wir zusätzlich erfahren haben und überlassen alles Weitere ihr. Ach, und Sie meinen, Mitchell schwert dann in Norfolk herum, um mich reinzuwaschen? Na, warum ja? nicht, wenn er ganz das genau ist weiß, da ist ein Mädchen, das mit der Sache zu tun hat. Und wenn er sie findet, dann weiß er auch, was für Fragen er stellen muss. Können Sie denn das nicht einsehen? Doch, aber ich glaube nicht, dass ihm Frank was gesagt hat. Na, warum nicht? Goldene Regel, wenn du nicht sicher bist, dann halt die Klappe. Aha. Das müssten wir aber wissen. Ja, ich könnte ja Frank anrufen und ihn bitten, Mitchell von Janet zu erzählen. Ach, ja, und dann, wie von Zauberhand, präsentieren wir sie auf dem Tablett. Ah ja, stimmt. Ja. Also was machen wir? Ja. Fragen Sie Frank, ob er Mitchell über das Mädchen informiert hat. Wenn ja, übergeben wir die ganze Geschichte der Polizei. Einverstanden? Und wenn er nichts gesagt hat? Dann werde ich dem Mädchen einen Besuch abstatten, bevor wir die Polizei anschalten. Wir, Walter. Wir werden einen Besuch abstatten. Ich kann da nicht untätig hier rumsitzen. Und übrigens, Sie sind nicht so nüchtern, dass Sie fahren könnten. No. Sie würden sie nie finden. Wollen wir das nicht lieber erst entscheiden, wenn Sie Frank gesprochen haben? Gut. Sagen Sie so wenig wie möglich. Mach ich. Ich versuch's zuerst in der Garage. Er arbeitet manchmal auch am Samstag. Paul, Taxis, Frank Paul. Wie ist das Wetter? Klar im Moment. Ich habe den ganzen Tag auf deinen Anruf gewartet. Alles in Ordnung? Bestens. Hat Mitchell schon mit dir gesprochen? Ja, am selben Tag, als du getürmt bist. Und hast du ihm etwas über dieses Mädchen erzählt? Nein. Hätte ich sollen? Ist egal, ich wollte es nur wissen. Wieso? Was ist passiert? Ich habe keine Zeit, Frank. Ich melde mich wieder. Wart doch, Eddie. Brauchst du Geld? Einen Wagen? Nein, nichts. Es geht mir gut. Es geht dir gut. Du steckst im Dreck bis unter die Nase, mein Lieber. Komm, reg dich nicht auf. Ich glaube, die Sache klärt sich. Klärt sich? Wie denn? Ich habe was entdeckt. Was? Ich rufe wieder an. Wo bist du jetzt? Ich mache mich gerade auf den Weg. Eddie. Also bis später, Eddie, Frank. doch. Er hat Mitchell nichts über das Mädchen gesagt. Das heißt also, wir müssen sie finden. Eddie, ist es unbedingt nötig, dass wir selber... Wenn sie uns schnappen, habe ich sie dazu gezwungen. Einverstanden. Aber es ist beinahe Mitternacht. Bis wir dort sind, ist es 3. Dann werden wir sie eben wecken. Oder? Wir sind da. Fairview. Der Name steht auf dem Tor. Ja, vielleicht ist sie nicht allein. Auf jeden Fall sehe ich keinen Wagen. Ja, was können wir machen zu dieser gottverlassenen Stunde? Glauben Sie wirklich, die öffnet mitten in der Nacht jedem hergelaufenen Krakeler die Tür? Ach, ich komme schon rein. Na, hören Sie mal zu, Eddie. Hinten ist ein Fenster, das keine großen Probleme aufgibt. Lassen Sie mich zuerst mit ihr sprechen. Aber Sie haben doch gerade gesagt, sie wird nicht aufmachen, hm? Wenn wir bis am Morgen hier sitzen, ist es doch nicht ausgeschlossen, dass uns jemand sieht. Und wenn Sie zuerst mit ihr sprechen, was soll denn das? Sie wird einfach alles ableugnen und sich blitzartig mit Vincent in Verbindung setzen. Na, sie kann genauso gut Ihnen gegenüber alles ableugnen. Also das sehe ich anders. Eddie, ich würde Gewaltanwendung nie verzeihen. Wer spricht denn von Gewalt, Walter? Na, die kann Ihnen doch erzählen, was sie will. Sie soll mit Mitchell sprechen. Und zwar freiwillig. Wenn Sie sie auf die Polizei schleppen, da braucht die doch nur Einschüchterung zu schreien. Und Sie sind schlimmer dran als vorher. Na, schon gut, schon gut. Ist doch nicht gesagt, dass sie so weit kommen muss. Sie können ja gar nicht wissen, ob ich nicht vielleicht sogar ein Lager für die Nacht finde. Hm?
Wenn ich nett genug bin. Na. Also schlafen Sie gut. Judy. 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 Hey, Judy. Judy. Ruhig. Was ist denn? Ruhig. Darling, nicht aufregen. Ich tue dir doch nichts. Ich will nur mit dir sprechen. In Ordnung? Gut. Beruhig dich, Judy. Du heißt doch Judy, nicht Jenny. Ich schwöre, ich hatte keine Ahnung, worum es ging, Eddie. Ist ja gut. Ich hätte sonst niemals Ist sowas ja gemacht. gut. Niemals. Ja, ich glaub dir. Ich habe angenommen, er wolle dir einen Streich spielen. Wer? Das hat er mir jedenfalls gesagt. Wer? Ken Vincent? Ja, Sag mal, was wäre eigentlich passiert, wenn ich dir beim Radwechsel nicht geholfen hätte? dann hätte ich einen Weg finden müssen, um dich im Dorf zum Mitkommen zu überreden. Aha. Auf dem Boot, da sind mir doch schlagartig die Lichter ausgegangen. Hast du mir was in den Drink gemixt? Ja, etwas, was mir Ken gegeben hat. Er sagte, es sei harmlos. Und warum habe ich das schlucken müssen? Warum, Judy? Ken ist doch gekommen. Er hat irgendetwas mit deiner Hand gemacht. Mit meiner Hand? Ja, irgendetwas mit deiner Hand. Was? Er hat irgendetwas mit deiner Hand gemacht. Ich weiß nicht, Also komm, Judy. ich weiß nicht. Es hat ausgesehen, als ob er ein Klebeband auf deine Finger drücken würde. Was? Ja, so hat das ausgesehen. Gut, Ja, gut. das hat Gut. wirklich so ausgesehen. Es hat Ja, wirklich so. gut, Judy. Er hat mir nie was gesagt, Eddie. Ich hatte keine Ahnung. Und was war denn, als du die Sache mit Henderson erfahren hast? Hm? Du. Ich wusste nicht, dass es damit etwas zu tun hatte. Bis ich Bist du was? dein Bild in der Zeitung gesehen habe. Ken wollte, dass ich hier bleibe. In einer Woche sei alles vorbei. Ich war ganz durcheinander. Du könntest wegen Beihilfe zum Mord angeklagt werden. Weißt du das? Nein. Jetzt weißt du's. Und jetzt musst du zur Polizei gehen und alles erzählen. Nein. Wenn du das nein, tust, bevor sie nein, dich hier abholen, nein. ist alles in Ordnung. Nein, Du musst nur das Telefon in die Hand nehmen, Judy. Aber hier gibt es kein Telefon. Dann suchen wir eine Kabine. Nein, ich gehe nicht raus. Judy, ich gebe dir eine Chance. Nein. Ich habe nichts gewusst. Aber wer wird dir das glauben? Oh, ich habe so Angst. Ich habe so Angst. Vor mir brauchst du keine Angst zu haben. Ken hat gesagt, du bringst mich um. Er wird's tun, Judy. Er würde dich umbringen. Schau, ich habe einen Wagen draußen. Wir fahren jetzt zusammen zur Polizei. Nein, ich gehe nicht weg. Ich gehe nicht weg. Beruhig dich doch. Hör zu. Nein, also hör zu. Wie wäre das? Ich rufe bei denen an und sage ihnen, sie sollen herkommen. Und hier mit dir sprechen. Du musst ihnen nur sagen, wie alles passiert ist und dass ich die ganze Nacht mit dir zusammen war. Einverstanden? Ja. Warum willst du nicht mitkommen? In ein paar Minuten wäre doch alles erledigt. Nein, dann du rufst an. Gut. Und du wirst ihnen die Wahrheit sagen. Ja, geh jetzt endlich. Die werden bald hier sein. Weißt du, später, da werden wir über diese ganze Geschichte lachen. Bitte geh jetzt. Ja, ich suche eine Telefonkabine und du bleibst hier und rührst dich nicht von der Stelle, ja? Also, dann gehe ich jetzt. Central Police Station? Kann ich mit Detective Inspector Mitchell sprechen? Tut mir leid, er ist nicht im Dienst. Wer ist am Apparat, bitte? Ist irgendjemand da, der mit dem Henderson-Fall zu tun hat? Ja, wenn Sie einen Moment warten können, Sir, ich werde Sie verbinden. Ich habe keine Zeit. Notieren Sie bitte. Kann ich? Ja, bitte? Fairview Cottage, Hunters Lane, Stanningham, Norfolk. Haben Sie es? Ja, wenn Sie mir noch Ihren Namen sagen könnten, Sir, ich möchte gerne... Richten Sie Mitchell aus, dass an dieser Adresse ein Mädchen wohnt, das Aussagen über den Henderson-Fall machen kann. Es ist sehr wichtig.
Sie an, Sir? Sagen Sie ihm, er soll sofort hinfahren. Sie wartet auf ihn. Wir hätten vielleicht doch in der Nähe des Hauses warten sollen. Und beobachten, was passiert. Das wäre unmöglich gegangen, ohne uns verdächtig zu machen. Das haben Sie ja selber gesagt. Ja. Sie hätten bei Judy bleiben sollen. Na, das wollte sie ja nicht. Die ist ja hysterisch geworden. Ja und? Ja und? Ich will nicht mit Mitchell zusammentreffen, solange er nicht weiß, was sie gesagt hat. Hey, passen Sie auf, da vorne, ja? Kurve. Ja. Ich rufe morgen die Pressestelle an. Die werden doch bestimmt so eine Art Statement herausgeben. Ich hoffe nur, dass sie die verdammte Wahrheit sagt, sonst nichts. Das ist ja doch kaum noch eine andere Wahl. Das arme Schwein hat fürchterlich Angst. Die schafft das nicht mehr, Mitchell zu bluffen, selbst wenn sie ihre Meinung geändert hat. Besonders dann nicht, wenn er um 3 Uhr morgens aus dem Bett geholt wird. Nochmal, Fuchs. Ich weiß nicht, Sir. Ja, dann versuchen Sie es mal mit der Falle. Die ist ja offen, Sir. Moment. Thompson, Sie gehen nach hinten. Ja, Sir. Scott, Sie kommen mit uns. Jawohl, Sir. So. Hallo? Ist jemand hier? Hallo? Wo ist der Lichtschalter? Ja. Moment. Ah, hier. Scott, sehen Sie mal oben nach. Aber vorsichtig. Jawohl, Sir. Ich versuch's da drüben und Sie, Fox, da in dem Zimmer. Jawohl, Sir. Sir! Ja? Kommen Sie, Sir! Hierher. Ja? Oh. Bewegen Sie sie nicht mehr als unbedingt nötig. Sie ist tot. Ja, sie hat's überstanden. Direkt aufs Gesicht. Sie könnte gefallen sein. Kein Blut. Am Hals auch nichts. Vielleicht hat man sie erstickt. Mit einem Kissen. Liegen ja genug herum. Mhm. Ja, da. Unter dem Stuhl. Lassen Sie es. Sieht aus, als ob sie jemanden erwartet hätte. Vollkommen angezogen. Make-up? Ja. Ja, dann gehen Sie zum Wagen, Fox. Geben Sie durch, Sie sollen alle herschicken. Doktor, Ambulanz, Fotograf, den ganzen Zirkus. Tja. Auf so etwas hätten wir heute Nacht verzichten können. Ja, Sie auch. Zum Glück haben wir unsere hiesigen Kollegen informiert. Die werden das ungeheuer schätzen, dass wir in ihr Revier einbrechen. Ja, also gehen Sie, Sergeant. Jawohl, Sir. Oben ist alles in Ordnung, Sir. Das Bett wurde Oh. Ihre erste Leiche, Scott? Ja, Sir. Sie werden noch Schlimmeres zu sehen bekommen, bevor Sie Ihre Pension kassieren. Ja, Sir. Haben Sie die gefunden oder pflegen Sie sowas zu tragen? Sir? Na, die Handtasche. Oh, ja, ich habe sie oben gefunden, Sir. Geben Sie her. Aha.
Fahrausweis. Alles organisiert. Ist natürlich keiner wirklich begeistert. Ja. Wer hätte das gedacht? Etwas entdeckt? Wenn der ihr gehört, dann ist das Judy Pearson. Oder war Miss. Von hier? Nein, eine Adresse in Southend. Ach. Da haben Sie doch früher gewirkt, Fox. Mhm. Können Sie was anfangen damit? Lass mal sehen. Aha. Zu Fuß etwa 2 Minuten bis zu Hendersons Club. Wo Ken Vincent Geschäftsführer war? Genau. Na gut. Bringen wir die Sache also in Schwung. Telefon? Hier gibt's kein Sir. Wir müssen den Apparat im Wagen benutzen. Gut. Wollen Sie es nicht normal versuchen? Ich habe erst vor einer Stunde angerufen. Wenn ich es zu oft mache, fängt man sich an zu wundern. Das ist ein Hit, Walter. Ein Hit ist das. Die Reporter lassen sicherlich das Telefon auf dem Revier heiß laufen. Ne? Nicht an einem Sonntagmorgen. Legen Sie sich doch ein bisschen hin. Sie müssen ausgeruht sein, wenn Sie zu Mitchell gehen. Ja, ich kann jetzt nicht schlafen. Und dann lesen Sie die Zeitung. Ja, Ja, schon gemacht. Bitte, bitte. Scheiß Musik. Ich muss jetzt genau überlegen, wie ich am besten vorgehe. Wem ich die Story anbieten soll. Na, Sie, Walter. Ja? Warum wurden Sie eigentlich gefeuert? Weil ich 2 vielversprechende Dinge völlig verschlammt habe. Ich war nicht, wo ich sein sollte, und als ich endlich dort war, hatte ich keine Ahnung, wieso eigentlich. Um diese Geschichte hier werden Sie sich raus. Ja, ich werde sie Ihnen in den Hals stopfen, auf eine charmante Art natürlich. Ja. Ach, Eddie, Ne? sprechen wir doch mal von der Zukunft. Wie sieht die bei Ihnen aus? Ich werde in Franks Garage mitmachen. Ist das eine ehrliche Sache? Ja, das nehme ich doch an. Ich weiß nicht, oder? Na, wenn Sie es nicht wissen, wer dann? Sie waren, wie viel? 6 Jahre im Gefängnis, alles in allem? Ungefähr, ja. 6 Jahre von 34. Ein Geschäftsmann würde sagen, die Investition hat sich kaum gelohnt. Nur immerhin bin ich an der Garage beteiligt, ja. Na, eines sollten Sie doch immerhin aus Ihren Erfahrungen gelernt haben. Und das wäre? Dass Leute aus Ihren Kreisen Sie dahin gebracht haben, wo Sie jetzt sind. Auf der Flucht, gesucht als Mörder. Überlegen Sie sich das. Ach Gott, Sie glauben, Sie seien ein harter Mann, Eddie. Aber Sie haben einen unzeitgemäßen Ehrenkodex. Treue unter Dieben, Eddie. Sie haben ja keine Ahnung, Mann. Ich kann ein Dutzend Namen nennen, denen ich mein Leben anvertrauen würde. Ein Dutzend. Aus meinen Kreisen. Ne? Vincent gehörte nicht zu meinen Kreisen. Der kam von eurer Seite. Meinen Sie, er hat das ohne jede Hilfe gemacht? Na, das wird sich herausstellen. Und auf Ihre Moralpredigt kann ich verzichten. Davon werde ich noch genug von Mitchell bekommen. Zigarette? Nein, danke. Ich habe gehofft, die würden in den 1 Uhr Nachrichten was bringen. Ich habe Ihnen ja gesagt, es sei unwahrscheinlich. Die Polizei kann doch nicht öffentlich bekannt machen, dass sie einen wichtigen Zeugen aufgetrieben hat. Vincent würde sich sehr dafür bedanken. Dann werden wir also überhaupt nichts erfahren. Ich weiß nicht. Ach, ich habe da einen Bekannten auf der Central Station. Dem habe ich mal einen Gefallen getan, seinem Sohn zur Journalistenkarriere verholfen. Wenn das ein Gefallen ist. Moment, wohin gehen Sie? In den Adler. Vis-à-vis von der Central Station. Da sitzt immer jemand. Verdammt nochmal, Sie hocken Ihr halbes Leben lang in den Pubs herum. Och, Eddie, ich höre meine Frau. Machen Sie sich keine Sorgen. Die Wahrheit wird siegen. Die Wahrheit wird siegen. Sogar wenn Sie nüchtern sind, klopfen Sie besoffene Sprüche. Wissen Sie das? Ach, versuchen Sie es nochmal mit dem Telefon. Wenn Sie jetzt in Ihren Pub gehen, sehe ich Sie nicht mehr, bis man Sie rausschmeißt. Da gibt's überhaupt keinen Zweifel. Jawohl. Nein, kein Wort. Nochmals vielen Dank. Und? Also, heute Morgen früh hat die Polizei ein Haus in Norfolk inspiziert, in dem laut einer anonymen Information eine Person wohnen soll, die in den Henderson-Fall verwickelt sei. Bei ihrer Nachforschung entdeckte die Polizei
Die Leiche einer jungen Frau. Was? Was sagen Sie da? Weitere Einzelheiten liegen bis zur Stunde nicht vor. Sie ist tot? Die Pressestelle teilt außerdem mit, dass um 3 Uhr Mitchell eine Pressekonferenz gibt, falls er von Norfolk zurück ist. Oh, verdammter Mist, verdammter. Ich hätte dort bleiben sollen. Ich hätte nach dem Anruf zurückgehen müssen. Sie hätte sie nicht reingelassen, Eddie. Ich hätte sie nicht allein lassen sollen. In ihrem Zustand war sie zu allem fähig. Es war kein Selbstmord, Eddie. Was? Sie ist umgebracht worden. Armes Schwein. Und ich habe gehofft, sie würde mich aus allem raushauen. Und genau das muss sich auch Ken Vincent überlegt haben. Aber wieso hat er das gewusst? Er hat sie doch selber hingeschickt. Wieso hat er gewusst, dass Sie mit ihr gesprochen haben? Ach so, ja. Vielleicht hat sie mit ihm telefoniert, als ich weg war. Aber nein, die hatte eine so fürchterliche Angst, die ist nicht aus dem Haus gegangen. Also nochmal. Wieso hat Vincent das gewusst? Vielleicht das Mädchen im Club. Hm? Ja, der sie die Zeichnung von Judy... Elaine. Ja, vielleicht hat sie Vincent erzählt, dass da jemand komische Fragen gestellt hat. Das glaube ich nicht. Sie hasst Vincent. Und wenn er einen Freund bei der Polizei hätte? Das ist sehr unwahrscheinlich. Wieso? Es kann ihn doch ein ehemaliger Kollege informiert haben. Vielleicht war er damals nicht der einzige Korrupte. Vielleicht kann er jemanden erpressen. Das muss doch eine Zeit lang gedauert haben, bis Mitchell in Norfolk war. Unterdessen kann Vincent Judy umgebracht haben. Das ist auch möglich, Walter. Ja, möglich schon. Aber momentan rein akademisch. Ach du Scheiße. Jetzt stecke ich noch tiefer im Dreck als vorher. Was werden Sie nun tun? Abhauen, was sonst? Mitchell wird diese Elaine sehr rasch entdecken und sie wird ausspucken. Und Mitchell weiß, dass sie mich kennen. Ja, und sicher habe ich Fingerabdrücke in diesem Cottage hinterlassen. Die Polente wird hier sein, bevor der Tag vergangen ist. Es tut mir leid, Walter, dass ich Sie da mit hineingezogen habe. Eddie, Ihre einzige Chance ist jetzt. Sie stellen sich und erzählen Mitchell restlos alles. Nein, das kommt nicht in Frage. Na, ich könnte immerhin ein paar Ihrer Aussagen bestätigen. Ja, aber nicht die, auf die es ankommt. Sie müssten zum Beispiel sagen, dass ich allein bei Judy war. Und das könnte genügen, mich für den Rest meines Lebens verschwinden zu lassen. Jetzt übertreiben Sie aber ein bisschen. Mitchell ist ja schließlich kein Idiot. Der weiß sicher auch, dass zwischen Judy und Vincent gewisse Beziehungen bestanden haben. Natürlich, klar. Aber Vincent wird ein wasserdichtes Alibi haben, Walter. Wir machen das so. Sie geben mir 2 Stunden, ja? Und dann gehen Sie zur Polizei und klären die Sache mit Mitchell. Sagen Sie ihm, ich hätte Sie gezwungen, ich hätte Sie bedroht, was Ihnen einfällt. Und wo wollen Sie hin? Ja, zuerst einmal weg von der Straße. Und wenn ich dann mehr Geld habe und einen Wagen, geben Sie mir 2 Stunden, Walter. In Ordnung. Mittleres Alter, untersetzt, gut angezogen, grau melierte Haare. Das ist nicht sehr aufschlussreich, was? Ja, das Mädchen hat ihn nicht so deutlich gesehen. Es soll ziemlich düster gewesen sein. Es passt auf keinen von Jacksons Genossen. Aber dieser Mann soll die Zeichnung selber gemacht haben. Nein. Das ist Jacksons Werk. Dieser Bursche hat für ihn herumgeschnüffelt. Aber wieso eine Skizze ausgerechnet von diesem Mädchen? Judy war vielleicht eine Ex-Freundin von Jackson. Vielleicht hat sie Geld für ihn aufbewahrt. Eddie braucht Geld. Ja, aber Fox, wenn er sie so gut gekannt hätte, dann hätte er doch ihre Adresse gehabt oder ihre Telefonnummer. Stimmt auch. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Jackson und Vincent eine gemeinsame Freundin hatten. Schwerlich. Im Knast sollen sich die beiden gewaltig verprügelt haben. Naja, sehen Sie. Und Vincent ist sauber? Sind Sie da sicher? Ja, das sieht so aus. Und Jackson hat wunderschöne Fingerabdrücke in diesem Cottage deponiert. Wir wissen sogar, wie er reingekommen ist. Aber warum sollte er dieses Mädchen umbringen? Um sie am Reden zu hindern. Nee, was konnte sie denn schon sagen, was ihn noch tiefer hineingeritten hätte?
Gut angezogen, graumelierte Haare, kultivierte Sprache. Sagte sie tatsächlich kultivierte Sprache? Ja. Ja, ich kann noch mal in den Akten nachschauen. Moment, Fox. Cairns. Walter Cairns. Was, Cairns? Kennt der Jackson? Aber sicher, das war noch vor ihrer Zeit hier. Walter war doch immer hinter Jacksons Bildern her. Ich habe Cairns neulich gesehen. Wo? Bei Ihrer Pressekonferenz. Ja, worauf warten wir dann? Holen Sie ihn her. Powells Taxis, Frank Powell. Wie ist das Wetter? Hell und klar. Wo bist du? Bei dir zu Hause. Ich habe keine Aufpasser gesehen. Bist du in der Manvers Street? Nein, Elm Close. Prima. Da wirst du keine Schnüffler finden. Die meinen immer noch, ich kampiere in meiner Wohnung in der Manvers Street. Ach so. Ist Betty dort? Nein. Frank, du musst entschuldigen, ich bin eingebrochen. In die Garage wollte ich nicht kommen. Ich habe gedacht, das sei zu gefährlich. Ich brauche einen Wagen, Frank, und Geld. Ja, ist gut. Bleib, wo du bist. Ich komme so schnell wie möglich. Wie sieht's denn bei dir aus? Wirst du beschattet? Nein, momentan nicht. Mach's dir gemütlich. In spätestens einer Stunde bin ich dort. Gut so? In Ordnung. Und Eddie? Ja, was ist? Wenn Betty kommt. Ja? Ja, vergiss es. Also, bis dann. Bis dann. Ach, da bist du ja. Oh Gott, Eddie. Entschuldige bitte, wenn ich dich erschreckt habe. Ich dachte, es sei Frank. Und ich habe gedacht, du seist schon meilenweit weg. Noch nicht, wie du siehst. Tut mir leid, Betty. Du kannst so lange hier bleiben, wie du willst, das weißt du doch. Komm in die Küche. Ja. Dein Tee. Danke. Oder möchtest du vielleicht lieber ein Brandy, hm? Nein, das ist gut so. Genau, was ich brauche. Siehst ziemlich mitgenommen aus, Eddie. Es war auch eine schlimme Nacht. Soll ich dir was zu essen machen? Nein, danke. Frank wird bald hier sein. Weiß er, dass du da bist? Ja. Ich habe ihn angerufen. Er bringt mir einen Wagen und ein bisschen Geld, hoffe ich. Du hast Henderson nicht umgebracht, nicht wahr? Nein. Das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Eddie, warum willst du weglaufen? Das macht es nur schlimmer. Alles spricht doch gegen mich. Hat dir Frank nichts erzählt? Nein. Ja, es hat eine junge Frau gegeben, die mich hätte entlasten können, aber die ist tot. Und auch dafür soll ich verantwortlich sein. Irgendjemand hat mich ganz gewaltig reingelegt, Betty. Und weißt du wer? Ken Vincent zum Beispiel. Du wirst ihn kaum kennen. Ich habe von ihm gehört. Eddie, Ja? bevor du mit Frank sprichst, solltest du etwas wissen. Was? Er hat sich verändert. Davon habe ich nichts gemerkt. Du warst ja immer nur kurz mit ihm zusammen, seit du draußen bist. Er ist absolut sauber. Es klappt nicht mehr so recht zwischen euch beiden, hm? Glaubst du wirklich, dass er sauber ist? Aber selbstverständlich. Er lebt sein eigenes Leben, Eddie. Er ist nie zu Hause. Betty, die Garage, da gibt's eine Menge zu tun, Überstunden Er und ist so. nie dort. Ach, ich habe ihn letzte Nacht angerufen und ich habe ihn vor einer halben Stunde angerufen. Er war beides Mal dort. Ja, weil er auf deinen Anruf gewartet hat. Was ist los, Betty? Trau ihm nicht, Eddie. Ich kenne Frank, seit wir Kinder waren. Länger als du. Er ist nicht mehr der gleiche. Da gibt's einiges, was du nicht weißt. All diese Geschichten. Henderson wird umgebracht, du wirst als Mörder verdächtigt und Frank steckt mit drin. Aber doch nur, weil er mir hilft. Nein, nicht erst jetzt, auch früher schon, bevor du rausgekommen bist. Entschuldige, Betty, aber ich begreife nicht, worauf du hinaus willst. Das ist er. Sag nichts, bitte. Und sei vorsichtig. Geh nicht mit ihm. Ach,
Du bist schon zu Hause? Ja, Ma ist zu Bob gegangen und da wollte ich nicht mit. Ich bin gerade erst gekommen. Eddie braucht andere Kleider. Ich schau mal, was ich tun kann. Er hat ja ungefähr deine Größe. Und ein Handtuch und ein Rasierapparat, bitte. Ja, das wird geliefert. Aha, mach vorwärts und dann verschwinde. Ja, ja. Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Ach, Betty kann doch schweigen. Ist sie schon lange da? Wie sie gesagt hat, ein paar Minuten. Na ja, gut. Hier. Das ist alles, was ich zusammenkratzen konnte. 300. Ja, danke. Und der Wagen? Ja, du erinnerst dich doch an den Schlupfwinkel in der Nähe von Epping, den wir früher oft benutzt haben. Ja. Dort wartet ein Wagen auf dich. Ich fahr dich hin. Ich habe eine Adresse in Liverpool. Er wird dich nach Irland rüber schaffen. Und wenn du dort bist... Moment, Frank, du meinst also, ich soll abhauen? Du hast doch gar keine andere Wahl, oder? Die werden doch wie Wühlmäuse herumschnüffeln. Laut Mitchell gehen 2 Morde auf dein Konto. 2? Ja, Henderson und das Mädchen. Das Mädchen? Wo hast du das denn her? War es im Radio gehört. Ja, in 1 Uhr Nachrichten. Ja. Ja, ich habe letzte Nacht tatsächlich mit ihr gesprochen. Was? Ja, sie wollte auspacken. Und damit wäre ich ein freier Mann gewesen. Sag mal, was ist eigentlich passiert? Vincent war schneller als die Polizei. Ah, du meinst, es sei Vincent gewesen? Ich meine das nicht nur, ich weiß es. Aha. Naja, also, sobald du in Sicherheit bist, werde ich mich ein bisschen umhören. So, und jetzt müssen wir aber abdampfen. Wir können das ja noch unterwegs besprechen. Hier. So, ich hoffe, dass dir das alles passt, was ich eingepackt habe. Schon gut, das wär's dann. Noch etwas zu essen, ein paar Sandwiches Eddie. oder etwas Trinkbares? Danke, aber Eddie, wir haben keine Zeit. Ich könnte ganz gut was brauchen. Na eben. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich schau mal, was noch da ist. Das dauert nicht lang. Ich danke dir. Eddie. Frank, ich glaube nicht, dass ich verduften sollte. Sag mal, spinnst du? Hier bist du doch keine Sekunde sicher. So? Schon mal was gehört von gewissen Beziehungen zwischen Jackie Henderson und Ken Vincent? Nein, habe ich nicht. Aber ich werde mich erkundigen. Die haben mich ganz schön verschaukelt. Ich bin angeblich Hendersons Mörder, sie übernimmt das Geschäft und teilt mit Vincent. Nein, so läuft das nicht. Wir werden dich da schon heraushauen. Es wird alles in Ordnung kommen. Wie kann denn alles in Ordnung kommen? Dich hat niemand gefragt, hau endlich ab. Welche Chance hat Eddie denn, wenn er davonläuft? Ich hab dich gewarnt. Warum sagst du ihm nicht die Wahrheit? Warum denn nicht? Halt doch endlich die Klappe und... Hey, lass das doch. Es ist ja nicht normal. Betty, weißt du was? Eddie, jetzt hör doch endlich auf. Das ist ein Familienkrach zwischen Betty und mir. Weißt du was, Betty? Ja, er wird sich erkundigen über Jackie Henderson und Ken Vincent. Er kennt beide, Eddie, und ganz besonders kennt er sie. Das ist ein blödsinniges Gequatsche, Eddie. Meinst du, ich weiß das nicht? Du ziehst doch schon seit Monaten mit ihr herum. Tut mir leid, Alter, aber die spinnt Ja, wirklich. ich Spinnt vollkommen. Jedes Mal, wenn ich mich nach einer anderen Ich umdrehe... spreche von Jackie Henderson und nicht von irgendeiner. Ich hab dich beobachten lassen, Frank. Du hast was? Dass du keine Ahnung gehabt, hä? Zum Beispiel letzte Woche hast du sie getroffen. Du bist mit ihr in Vincents Wohnung gegangen. Er kam etwas später. Frank, kennst du ihn? Nein. Und was ist mit Jackie? Ach, Eddie, ist zu teuer für mich. Das heißt also, Betty lügt. Nein, jemand hat ihr einen Bären aufgebunden. Das ist alles. Ja, in letzter Zeit, da lief es zwischen uns nicht mehr so gut. Und sie ist bereit, alles zu glauben, was man über mich so herumquatscht. Ja, wenn's noch so gemein ist. Eddie, vor einem Jahr etwa steckte Frank bis über beide Ohren in Schulden. Spielschulden. Was ist daran neu? Und weißt du auch bei wem? Bei Hendersons Club in Ilford. Und dann plötzlich, ein paar Monate später, war alles geregelt. Er hatte wieder Geld, aber er ist leider nie zu Hause. Siehst du, Eddie, das ist es. Diese ganze Show zieht sie doch nur ab, weil ich nachts nicht zu Hause bin. Los, komm, Eddie, wir müssen gehen. Nein, ich stell mich. Was? Ich stell mich. Jetzt hör mal zu. Mitchell,
wird dich mit Wonne einlochen und die Schlüssel wegschmeißen. Also gut, ich war nicht ganz aufrichtig. Ich habe mit Henderson ab und zu Kontakt gehabt. Und mit Ken Vincent? Mit ihm auch. Ich hatte doch einen Vertrag mit Henderson, nicht? Seine Leute von der Nachtschicht im Taxi nach Hause fahren. Ein schöner, fetter Vertrag für ein ganzes Jahr. Da musste ich ihn doch sehen. Und sie. Mein Gott, man muss die Leute doch ein bisschen einseifen, den Charmanten spielen. Die haben uns immerhin eine ganz schöne Stange Geld gebracht. Geschäft, mein Freund, da musst du mitmachen, wenn du deine Brötchen verdienen willst. Du hast gesagt, du kennst sie nicht. Na schön, habe ich eben gelogen. Ich habe gewusst, dass es dir nicht gefallen würde. Eddie, glaub ihm nicht. Gut. Eddie, Gut. Was denkst du dir eigentlich? Meinst du, ich hab dich verschaukelt? Meinst du das? Warum sollte ich so etwas tun? Weil du Angst hast. Ich hab dir gesagt... Er hat Angst vor dir, Eddie, wegen deiner Frau, wegen Karen. Karen? Er hat dir doch gesagt... Was ist mit Karen? Hör doch gar nicht hin. herangemacht. Das war aber nicht Henderson. Auf jeden Fall am Anfang nicht. Das war er selber. Ach, Eddie, sobald du eingespart warst, hat er sie keinen Augenblick mehr allein gelassen. Ja, Eddie hat mich doch gebeten, mich um sie zu kümmern. Er hat dich nicht gebeten, mit ihr zu schlafen. Eddie, die ist übergeschnappt. Ich hab sie erwischt. In das ist diesem alles Haus hier hab ich Quatsch. sie erwischt. Frank, halt die Schnauze. Ich habe versprochen zu schweigen, wenn die Geschichte aufhören würde. Aber Karen wusste ja nichts mit ihrer Zeit anzufangen. Naja, und dann wurde sie eines Tages mit Vincent gesehen und später dann auch mit Henderson. Frank hat sie sozusagen weitergereicht. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hätte ja das Ganze gar nicht erzählt, aber mir ist einfach plötzlich klar geworden, was er dir angetan hat. Was ich ihm angetan habe. Wenn ich das gewollt hätte, hätte ich doch Mitchell nur einen Tipp zu geben brauchen, gerade jetzt, als du von hier aus angerufen hast. Und? Habe ich das getan? Nein, das konntest du auch nicht. Du hast nämlich nicht gewusst, was Judy mir erzählt hat. Wer zum Teufel ist Judy? Das Mädchen, das Vincent umgebracht hat. Weißt du das nicht? Wem glaubst du eigentlich, ihr oder mir? Betty hat doch schon immer versucht, uns auseinanderzubringen. Frauen haben keine Ahnung, was Freundschaft ist. Freundschaft. Ja, solange Eddie dich bewundert hat und du für ihn ein Held warst. Aber heute ist das ganz anders. Die Leute mögen ihn und das gefällt dir nicht. Er ist eifersüchtig, Eddie, schon seit Jahren. Deshalb hat er sich auch an Karen herangemacht, weil sie deine Frau war. Du Kuh, du Verlogene. Du bleib, wo du bist, sonst wirst du mit dem da Bekanntschaft machen. Schau sie dir an, Eddie. Schreit wie ein Fischweib und fuchtelt mit dem Brotmesser herum, wie ihre Alte. Und die hat mir ja schließlich auch versorgen müssen. Eddie, wieso hat Frank dir keinen Wagen geschickt, als du entlassen wurdest? Sie hatten keine Zeit. Das stimmt nicht. Und außerdem habe ich ihn gefragt, ob ich gehen soll. Er hat abgelehnt. Merkst du nicht, worauf sie hinaus will? Frank, du warst der Einzige, der gewusst hat, dass ich gestern Nacht das Mädchen besucht habe. Ich habe dich ja angerufen. Unsinn, Eddie, du hast doch gar nichts von einem Mädchen gesagt. Ich habe gesagt, dass ich die Sache klären würde. Und das konnte nur bedeuten, dass ich Judy gefunden hatte. Du kannst nämlich gar nichts über sie in den 1 Uhr Nachrichten gehört haben. Weil da gar nichts zu hören war. Die haben nämlich nichts davon gebracht. Frank, beweis mir, dass ich Unrecht habe. Das habe ich nicht nötig. Und was Mitchell betrifft, der ist immer noch hinter dir her. Ja, nicht mehr, wenn er gehört hat, was Betty und ich zu sagen haben. Betty wird nichts sagen. Meinst du, ich werde nicht auspacken? Du wirst keine Gelegenheit dazu haben. Frank, du hast mir mal gesagt, nur Idioten tragen Waffen mit sich herum. Ich habe schon viel gesagt. Frank. Du hättest abhauen sollen, Eddie, als du noch die Chance dazu hattest. Verdammt doch mal, Frank! Bleib stehen! Warum nimmst du nicht den Wagen und verschwindest? Du bist erledigt, Frank. Erledigt? Nein, ich nicht. Du hast uns nämlich mit dem Revolver bedroht, weil wir dir nicht helfen wollten. Ich bin auf dich losgegangen. Im Kampf hast du Betty erschossen. Was ist mit mir? Du zählst doch überhaupt nicht. Was? Bleib Ich stehen. zähle nicht. Nach Betty. 20 Jahren zähle ich. Ich zähle nicht. Ich Bring mir ein Handtuch. zähle nicht. Betty, er blutet. Ich habe ihn gewarnt. Ich habe ihn gewarnt. Ein Handtuch, Betty. Er hätte es getan. Er hätte es getan. Ruf einen Krankenwagen. Betty!
Ja. Ruf einen Krankenwagen! Ja. Eddie, die hat mich umgebracht. Sprich nicht, Frank. Bleib ruhig liegen. Ne? Lassen Sie sich Zeit. Lesen Sie es genau durch. Ich hab's gelesen. Möchten Sie was geändert haben? Nein. Haben Sie was zum Unterschreiben? Ja. Ja. Okay. Danke. Ja, und was geschieht nun? Sie können gehen, aber halten Sie sich zu unserer Verfügung. Was, keine Anklage? Nein. Wir könnten uns schon was ausdenken, Jackson. Aber im Moment keine Anklage. Was ist mit meinen Fingerabdrücken bei Henderson? Sie haben doch gesagt, Sie seien nicht dort gewesen. Da war ich auch nicht. Ja, und wir glauben Ihnen. Setzen Sie Ihr Glück nicht aufs Spiel, Jackson. Gehen Sie. Gibt's was Neues vom Frank? Er hat ein bisschen Blut verloren bei der Messerstecherei, aber er wird am Leben bleiben. Ein Glück für ihn, dass der Schuss in die Decke ging. Hat er was gesagt? Nein. Braucht er auch gar nicht. Jackie Henderson hat genug geplaudert. Was, haben Sie verhaftet? Ja. Und was ist mit Vincent? Er ist auf dem Weg hierher. Betty ist momentan nicht in der Lage, eine Aussage zu machen. Sie hat auch noch keine gemacht. Kann ich einen Anwalt für Sie besorgen, wenn es soweit ist? Wenn Sie wollen. Es war reine Notwehr. Ich sehe da keine Probleme. Tja, Jackson. Sie hätten vielen manches ersparen können, wenn Sie direkt zu uns gekommen wären. Sie hätten sich doch halb krumm gelacht und mich so schnell wie möglich aus dem Verkehr gezogen. Naja, wir haben solche hinterhältigen Spielchen auch früher schon erlebt. Aber trotzdem. Sie haben Schwein gehabt. Habe ich das? Um wie viel Uhr bitte? 3:30? Ja. Ja, der Wagen wird pünktlich zur Stelle sein. Vielen Dank. Immer zu tun, hm? Ja. Ich habe Betty versprochen, ein bisschen aufzupassen, solange sie weg ist. Wie geht's ihr eigentlich? Ach, danke. Den Umständen entsprechend ganz gut. Sie ist mit ihrer Schwester für ein paar Tage verreist. Und was macht Ihr Buch? Es soll doch ein Buch werden, oder? Ja. Für einen Artikel habe ich viel zu viel Stoff. Das läuft gut, das läuft sehr gut. Ich sammle jetzt noch Hintergrundmaterial. Naja. Haben Sie von Mitchell irgendetwas erfahren wegen meiner Fingerabdrücke bei Henderson? Nein, aber ich habe mich darüber mit einem Ex-Kriminaler unterhalten. Der hatte plötzlich eine Idee, als ich ihm erzählte, Judy habe das Ding quasi als Klebeband identifiziert. Ja, und? Was meinte er? Wie hat Vincent das gemacht? Also, haben Sie sowas da, so ein Klebeband? Ja, Moment. Ja, danke. Also Vincent hatte wahrscheinlich ein Stück, so wie dieses hier. So, geben Sie mal Ihre Hand. Ja. Sie haben also tief geschlafen und Vincent hat das Band auf Ihren Finger gedrückt. Ja. So. Nicht? Und hatte damit Ihren Abdruck auf dem Ding. So. Nicht? Dann hat er es irgendwo versorgt, wo es nicht beschädigt werden konnte und hat bei Henderson die Abdrücke aufs Pult übertragen. Draufgeklebt. So. Und abgezogen. Voilà. Clever, ne? So einfach ist das. Na, ganz so einfach wahrscheinlich auch wieder nicht. Vincent muss die Technik perfektioniert haben. Er war nicht der Erste, der es praktiziert hat. Vielleicht hat er davon erfahren, als er noch bei der Polizei war. Ja. Und wer war nun eigentlich der Mörder? Das wird man erst nach der Gerichtsverhandlung genau wissen. Ich nehme an, dass Jackie und Ken Vincent einen Killer engagiert haben, um Henderson umzubringen. Und Judy wurde vermutlich von Vincent selber ermordet. Und Frank hat bei allem mitgespielt. Ja, das wird er wohl. Von Anfang an. Haben Sie ihm denn nie misstraut? Nein, nie. Bis Betty mich gewarnt hat. Dann allerdings war mir nach seinem ersten Satz alles klar. Aber ich wollte es immer noch nicht wahrhaben.
Ich habe gewünscht, dass er es weg erklären könnte. Ich war ganz krank. Ich weiß nicht, was ich gegeben hätte, wenn er... Keine Treue unter Dieben, nicht wahr, Eddie? Ja, also haben Sie gesagt. Aber die ist ja wohl auch sonst ein rarer Artikel. Kommen Sie, ich lade Sie zu einem Drink an. Ein außerordentlich sympathisches Angebot. Susanne. Wolfram? Ich fand das jetzt eigentlich einen etwas abrupten Schluss. Die Tür geht zu. Jemand geht raus. Aber dann finde ich, habe nochmal den Anfang überhaupt vom Hörspiel gehört, vom ersten Teil. Und? Da geht's eigentlich los mit Klopf, Klopf, Klopf. Richtig. Ja, und dann geht eine Tür auf. Und das dann finde ich dann eigentlich doch ganz schön. Die Gefängnistür geht ja dann auch später auf. Man tritt in was Neues hinein. Dann gibt es so viele Probleme. Dann hoffen wir jetzt, dass Eddie die Tür zugeschlossen hat zu seinem kriminellen Leben, dass er vom Tofu gegessen hat, den wir in der Moderation zum ersten Teil hatten. Dass er jetzt ein gutes, bürgerliches, gottgefälliges und rechtschaffenes Leben führen wird. Und glücklich auch noch. Würde ich ihm jetzt wünschen, doch. Ja, zumindest muss er in der Garage nicht mehr hinten im Schuppen schlafen, sondern sitzt jetzt schon am Telefon und verteilt die Aufträge. Das mit der Tür ist wirklich schön. Das ist halt die Frage, wer sich nach 2 Stunden Hörspiel da wirklich noch so dran erinnert. Ich glaube, da hat man dann schon irgendwann gesehen, dass eine Anfangs- und Endmusik als Signal auch hilfreich ist. Ja, man ist so konditioniert, genau. Auf Anfang und Endmusik, irgendwie habe ich das noch erwartet. Ja. Eine Tür geht zu und alle Fragen geklärt, Wolfram? Fall gelöst. Für mich ist das ganz genau geflecht, wer nun wen umgebracht hat, wann, nicht 100%ig klar. Also wann Frank zur Tat geschritten ist, wann Ken heißt er, oder? Unser Ex-Polizist, das ist mir jetzt zum Beispiel beim zweiten Mord nicht. Doch wahrscheinlich ist es Frank. Doch, eigentlich ist es schon klar. Aber wann genau, wie auch der Frank zum Beispiel beim ersten schon geholfen hat, über ich kann dich nicht vom Gefängnis abholen, hinaus. Du glaubst... Oh, Entschuldige, mach weiter. Nee, das ist mir einfach noch nicht so ganz, glaube ich, nicht ganz klar bis ins letzte Detail. Ah, aber für dich hat Frank Jenny alias Judy umgebracht. Nicht Ken, Vincent. Nee, ich habe jetzt tatsächlich gedacht, Frank... Macht sich so die Hände schmutzig, doch. Ja, also zumindest von der Geschichte her war er der Einzige, der wusste, wo Eddie hingeht in der Nacht, mit wem er sprechen will, der zumindest erahnen konnte anhand vom Telefonat. Er wird mit der Person sprechen, die quasi alles aufklären kann. Ja gut, entweder hätte es weitergegeben an Ken, aber ich dachte irgendwie, nee, ich glaube, den fand ich so durchtrieben. Ich glaube, der hat dann gerade selber... Ui, okay. Ich hab's wirklich gedacht, Ken, weil wir den ja auch damals schon gehört haben im ersten Teil in der Szene, wo er den Fingerabdrücke abgenommen hat, dass er quasi als einziger so das Bindeglied zu Judy ist. Aber geht natürlich beides. Ich meine, das hat sich ja nur rausgestellt, dass Frank ein Doppelleben vor uns geheim gehalten hat. Das fand ich aber übrigens glaubwürdig, die Szene mit der Frau. Fand ich wirklich ganz schön gespielt, dass es aus ihr so rausbricht, dass sie ihn hat beschatten lassen, dass sie es nicht mehr trägt. Und dass es jetzt Eddie, der ja die ganze Zeit nicht verfügbar war, jetzt auch erzählen muss, als jemand, der alle beteiligten Figuren und sowas kennt. Ja. Die Szene war für mich wirklich eine total positive Überraschung. Ich muss davor sagen, hat für mich so die Spannung etwas nachgelassen. Also ich fand, es gibt schon recht viele Hinweise, die darauf gedeutet haben, dass Frank eben ein falscher Hund ist gegenüber Eddie, dass er ihm nicht einfach helfen will. Das war dir klar. Hey, ich fand, Walter hatte schon immer wieder gesagt, überlegen Sie doch mal, wer kann was wissen, wer wusste, was jetzt denn gegangen ist. Erzählen Sie nicht zu viel im Telefonat, zu wem Sie gehen. Treue gibt's in dem Milieu nicht und so weiter. Hat wirklich sehr, sehr viele Hinweise gegeben. Und Frank hat ja auch immer wieder gerade gesagt, ja, brauchst du Geld, brauchst du ein Auto und du kannst weg. Also das fand ich schon recht, das wurde für mich recht deutlich signalisiert. Ich fand auch zum Beispiel die Szene, wenn er dann zu Jenny fährt, Judy, ich habe schon geahnt, was da jetzt Schlimmes passieren wird. Also es ist recht, wenn sie wieder wegfahren, noch drüber reden. Ja, hätten wir nicht da bleiben sollen. Leider, das fand ich eigentlich auch schlimm, so zu sehen oder zuzuhören. Ich weiß, dass die Jenny eine fiktionale Figur ist, aber doch sieht, dass jemand so ins Verderben gelassen wird, hat mir schon wehgetan. Aber dann diese Konfrontation, die fand ich wirklich gut gemacht. Ich fand auch gut, wie es aus Betty davor schon so heraussprudelt gegenüber Eddie. Fand ich wirklich cool.
erst, wo sie noch gar nicht so viel erzählt, aber vertraue ihm nicht, hat sich verändert. Und wie sie dann alles aufs Parkett bringt, doch, fand ich eine tolle Szene. Mhm. Und dann macht auch der eine ganz leicht hingeworfene Satz von Frank, der schon mal zu Eddie am Telefon sagst, du, wenn du Betty triffst, zöger, ach, vergiss es. Ja, löst sich dann schön ein. Mit diesem bisschen Durchhänger, ja, ich finde auch 2 Stunden ist dann ordentlich ausgereizt, zumal sich eben so angedeutete falsche Fährten, wie zum Beispiel das vielleicht Walter, der sehr zudienende Journalist, so gar keine eigene Agenda noch dahinter verfolgt, hat sich ja nicht eingelöst und es gab jetzt auch nicht die von mir vielleicht erhoffte große Action mit Verfolgungsjagden oder einer Konfrontation Eddie und Kommissar schon ein bisschen früher. Aber das fand ich auch, diese Dreier-Szene hat es trotzdem für mich nochmal schön rausgerissen. Einzig allein bei der Verletzung am Ende bin ich nicht ganz rausgekommen, wer da wen ersticht und wohin schießt. Ne? Aber sie hat ihn erstochen, angestochen, ja, verletzt, entschuldigt, nicht angestochen. Und ihr Schuss löst sich. Und sein Schuss genau. geht irgendwo hin, genau. Wobei ich das eben schön fand, dass man dann einen kurzen Moment allein gelassen wird mit der Verwirrung. Im Film müsste man es halt, gut, man kann auch anders filmen, man hätte viel mehr zeigen müssen. Und das fand ich eigentlich schön, dass es bis zur Polizei eigentlich nicht aufgelöst wird. Ja. Dann auch meine Frage an dich im Original. Also Tom D. Webster hat es geschrieben, der hat ungefähr 28 Hörspiele geschrieben, haben wir, glaube ich, das letzte Mal nicht erwähnt, war Lehrer und hat aber auch für die BBC gearbeitet. Und im Original von 78 heißt das Stück A Pretty Little Gift Horse. Und es klingt ja so ein bisschen, als wäre das eine Übersetzung von einem geschenkten Gaul. Schaut man nicht ins Maul. Aber das, soweit ich es rausgefunden habe, meint das nicht, sondern es ist schon... ja, doch, es geht schon in die Richtung, das ist doch ein nettes Geschenk, was einem so schön über den Weg läuft. Also meinst du gerade am Anfang, Jenny? Ist das frage Geschenk? Das würde ich dich jetzt gerade fragen, was es für dich wäre, das Pretty Little Gift Horse. Ja, es könnte quasi schon Jenny sein am Anfang in dieser Falle, ob nun als genau geschenkter Gaul oder das trojanische Pferd oder wie auch immer. Dass man wirklich eine Falle gelockt wird mit diesem schönen Pferdchen. Ach stimmt, als trojanisches Pferd habe ich das gar nicht. Ja, was steckt da mit drin? Klar, ein Gifthorse. Wo wurden schon mal so deutlich Pferde verschenkt? Oder ein bisschen Pferd größer, verschenkt? nicht so klein, genau. Das stimmt. Und dass da der Eddie nicht allzu lange nachdenkt, sondern einfach da ganz vertrauensselig mitmacht. Das wäre sicherlich so eine Möglichkeit. Ich habe es dann auch kurz mal so ein bisschen gedacht, einfach zynisch, als zynischer Ausspruch, zum Beispiel über Eddies Frau, die da so weitergereicht wird. Oh, also nein, aber okay. ich finde halt also mit den Frauen wird schon sehr übel mitgespielt in diesem Krimi. Also Eddies Frau ganz schlimm, man sagt, man reicht diese weiter, ein bisschen die Heroinsucht getrieben oder beziehungsweise einfach damit umgebracht. Betty ja auch, Jenny, Judy, die da eine Beziehung hatte zu einem ganz schlimmen Typen, wo ja die andere junge Frau in der Bar gesagt hat, nur gut ist er endlich weg. Ja, es ist schon einfach Spielbälle mit nicht viel Handlungsoptionen, die Frauen da wirken sie auf mich. Umso stärker deswegen der Ausbruch von Betty dann am Schluss. Genau, und auch quasi eine aktive, wenn auch verbrecherische Tat, sich so gegen ihren Ehemann da zu wehren. Eddie geht auch tatsächlich mit dem Gedenken seiner Frau nicht so gut um. Also wenn du am Anfang noch denkst, das wird jetzt der Motor für einen großen Rachefeldzug und ein Leben voller Schmerz und Gram und Trauer. Sie spielt dann keine weitere große Rolle. Aber für mich ist Eddie natürlich das Pferdchen, das da eine gute Gelegenheit bietet, weil es zufällig ins Picture stolpert von Vince und auch von Frank. Wie so eine kleine Spielfigur, genau, die man dann so hin und her schieben kann auf seinem Brett. Genau. Ja. Eignet sich gut. Ja. Haben wir noch mehr Spiele? Von T.D. Webster? Ja, aber noch nicht geprüft. Okay. Das tun wir mal. Und wer möchte, kann sich das BBC-Original, auch das gibt's online. Fängt auch mit Klopfen und Tür auf an, Wolfram. Sehr gut. Ja. Dann verlinken wir das. Und hören uns nächste Woche wieder. Gerne. Mit einem Krimi. Yes. Bis zum nächsten Mord. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.